Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, eigentlich wollte ich damit erst wann anders weitermachen, meiner eigenen Libido zu Liebe, aber ich versuche. Bei der Umfrage im Community Tab ist rausgekommen, 82% der Leute haben Bock darauf, dass ich das mache, meine Anfangsvideos praktisch neu aufnehmen. Und ich hätte gerne auch angefangen am 31.12.2021, dass wir praktisch den kompletten Anfang des Jahres mitnehmen. Ich finde die Scheiße aber nirgendwo mehr. Wenn irgendjemand noch weiß, wo ich Re-Ups von diesen Streams finden kann, bitte, bitte, bitte sagt's mir Bescheid. Bei Rendern hochladen sind sie nicht und Winklers Liste 2 ist mehr oder weniger offline, also da keine Inhalte mehr auf dem Kanal. Und das finde ich sehr traurig. Und ich hoffe, das Projekt zerschellt nicht daran, dass man an die Stream-Zusammenfassungen und dergleichen nicht mehr drankommt. Also Leute, wenn einer eine Ahnung hat, wo man das findet, wenn möglich die ganzen Stream-Zusammenfassungen, Video-Zusammenfassungen vom 31.12.31 weg bis zum 31.01. 22. Fände ich geil. Gut. Weil ich jetzt aber schon da gesessen bin und mich seelisch schon darauf eingestellt habe, euch ein Video zu machen, machen wir weiter hier mit Blaueierbärchen. Ne? Teil 11, kein Anschluss unter dieser Nummer, keine Ahnung. Wir schauen wieder beim Ofenkäse, ihr wisst Bescheid. Es ging wohl um eine Geschichte wegen diesen Rudi-Tapes und wegen diesem Zeichen, ne? Was die da mit den Wäscheklammern hingeklemmt haben. Ne? Und das Bärchen spricht Reini darauf an und wir schauen uns mal an, was Reini dazu zu sagen hat. In diesem Sinne. Hockt euch her, Sammermehrer, reißt's Eicher Häube auf. Mir ging an einer. In Rainer. Drache, ich habe eben ein Rudi-Tape gesehen. Bist du etwa doch rechts? Nein, natürlich nicht. Das finde ich nicht gut. Wie kommst du darauf? Durch das erste Tape. Ich bin nicht rechts. Ich hänge mein Leben lang mit Russen ab. Jetzt viel mit Türken und ich habe früher mit links gesoffen. Ja, alles gelogen, Rainer. Mit links gesoffen. Ich glaube, er meint, er hat gesoffen, während er Zelda gespielt hat. Das ist möglich, aber mit Punks hat er sicher nicht gesoffen. Punks hätten ihm tutzwit die Prügeln ausgeschmissen. Ne? Und ja, Rainer, keine Ahnung, ich kann es mir gut vorstellen, dass du da mit so verklemmten Nazis unterwegs warst in deiner Jugend. Und wie gesagt, dass du ein latentes Rassismusproblem hast, ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja, deswegen verstehst du dich ja mit einem Uwe anscheinend auch so gut, ne? Wie gesagt, dieser Mann hat in so vielen Fällen einfach mal wild rassistische Beleidigungen rausgeschmissen. Und jetzt versucht er uns hier einen vom wilden Mann zu erzählen, der sein ganzes Leben lang gegen rechts gekämpft hat. I call Bullshit, Rainer. Aber massivst. Ne? Und die Frage wird ja wohl berechtigt sein, wenn man da diese Geschichte gesehen hat in diesen ach so geilen Rudi-Tapes. Und ich habe früher, ich hänge mein Leben lang mit Russen ab. Bitte was? Keine Ahnung, wenn du eine Flasche Wodka Gorbatschow irgendwo in der Schanze gestehen hattest, zählt das nicht als ich hänge mein Leben lang mit Russen ab. Und jetzt viel mit Türken. Was viel mit Türken? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Damals war Karl Dall noch aktuell, aber viel abhängen war ja da auch nicht. Der war ja im Endeffekt, die haben ja versucht, den als Goldesel zu benutzen. Ist geschmeidig nach hinten losgegangen. Hä? Da habt ihr Hakenkreuze gemacht. Schatz, ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Ich bin live. Die Videos sind 20 Jahre alt. Da auf dem Tape. Nochmal, ich
Ich bin live. Das ist immer dann diese Ausrede. Das war beim Cola-Bärchen auch schon so. Immer wenn die auf ein für Rainer unangenehmes Thema gekommen ist, vor allem wenn es um irgendwelche Tests ging, da hat der Rainer auf einmal ganz schnell den Stream angeschmissen. Ich kann jetzt nicht schreiben, ich muss arbeiten. Bin live. In der Hoffnung, dass er sich dann während dem Stream im Hinterstübchen noch irgendwo eine Ausrede zusammenrendern kann, warum sich da schon wieder irgendwie etwas bissen hat. Ne? Bin live. Die Videos sind 20 Jahre alt. Rainer, die Videos sind nicht 20 Jahre alt. Die Videos sind sicher nicht 20 Jahre alt. Streame. Und nochmal, ich bin da 13 oder so gewesen. Das ist gelogen, Rainer. Also, ganz ehrlich. Wenn man es mal, ich habe es mal ausgerechnet, in welchem Altersbereich er da vielleicht war. Ich würde schätzen, dass die ganze Nummer nicht allzu lange vor Rudis Heimgang stattgefunden hat. Ich gebe ihm da im besten Fall 17. Im allerbesten Fall 17. Ich würde ihn auf 19 oder sowas schätzen. Zu dem Zeitpunkt. Wenn man sich die anderen Protagonisten des Videos so anschaut, eher in die Richtung. Ne? So zu dem Zeitpunkt, wo er so seine ersten, wo halt die anderen Sachen auch aufgenommen worden sind, diese Let's Plays da von was hat er nicht alles gemacht, aber er wollte auch zeigen, wie man diesen einen Boss, der Devil May Cry, kaputt macht oder sowas. Irgendwo in dem Bereich 17 bis 19. 13 ist Bullshit, Rainer. Rainer, wärst du 13 gewesen, dann wäre das Video 2002 entstanden. Ja, immer ein Jahr älter als das Jahr, du erinnerst dich. Das ist Horse-Shit, Rainer. Es ist ganz ehrlich. Er stellt es natürlich jetzt, ich war ja ein Kind. Ich war ja damals ein Kind. Die Kinder tun die großartigsten Sachen. Man weiß es immer nicht, die sind, aber das kann man denen dann auch nicht vorwerfen. 13, ne, das ist auch die magische Zahl, wo man noch nicht strafmündig ist und so. Und für Rainer ist es aus einem anderen Grund noch eine magische Zahl, weil es hart an der Grenze ist. Der Dreck. Samara ist ein Kasper. Und es ist halt Schmarrn. Es ist halt Schmarrn. Rainer war zu dem Zeitpunkt schon ein junger Erwachsener. Und ich würde mal sagen 19 Jahre alt. Irgend sowas in dem Bereich. Das muss 2008 oder 2009 oder sowas wird das passiert sein. Und da kann er sich nicht rausreden. Glaube ich ihm null und gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was da alles drauf ist und das ist doch kein Beweis, dass ich rechts bin. Wir haben als Jugendliche Scheiße gebaut wie alle. Also ich habe als Jugendlicher nicht irgendwelche Hackkreuze irgendwo hingemacht. Habe ich nicht gemacht. Weiß ich nicht. Von den Leuten, die ich kenne, die haben das auch nicht gemacht. Und dann noch gefilmt und sich das aufgehoben. Alles Mögliche hat er verasseln lassen und weggeschmissen und was weiß ich nicht alles. Aber diese Tapes, die hat er sich aufgehoben. Weißt? Ich habe keine Zeit für den Mist, wenn ich live bin. Wen ich live bin. Alter. Tatsache noch besser von der KI vorgelesen, als es tatsächlich geschrieben hat. Bin. Entweder du glaubst mir oder den Hatern. Ja, glaub lieber den Hatern. Weil die haben, was Ehrlichkeit angeht, einen besseren Ruf als Rainer. Nicht alle, aber die allermeisten. Aber denk an eine Sache. Denk an eine Sache. Im Übrigen, sie muss den Hatern überhaupt gar nicht glauben. Sie hat ja das Video gesehen, Rainer. Das ist ja... er checkt immer nicht. Er hat diesen Satz, ja, glaubt den Hatern nix, die Hater lügen immer nur, bla 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 bla. Den Schmarrn hat er schon so verinnerlicht, dass er schon gar nicht mehr im Klöterkopf behalten konnte, dass es hier darum geht, dass sie ein Video von ihm gesehen hat, das vor irgendwelchen Hatern schon datiert war. Lange davor.
dass es absolut null und nichtig darum geht, was irgendein Hater irgendwo gesagt hat. Dass es nicht passiert ist, dass ein Hater auf sie zugetreten ist und gesagt hat, hey du, im Übrigen, der Reini hat dieses und jenes gemacht, sondern sie hat das Video gesehen und konfrontiert ihn jetzt damit. Also das ist halt anders wild. Wenn ich rechts wäre, würde ich mit Case sicher nicht arbeiten. Er ist Türke, falls du das nicht weißt. Ja, Rainer, du bist halt opportunistisch veranlagt. Also ganz ehrlich. Der hat dir erzählt, dass er dir hilft gegen die Hater und dass dann der Hate weniger wird und dann machst du Karriere auf Diggity Doggity und ihr macht's dann 50-50 mit den Masten an Kohlen, die euch schubkarrenweise vor die Haustür geliefert werden. Das hatte der verzapft und deswegen hast du gesagt, ja easy, dann mach ich mit. Und weil du wahrscheinlich ein bisschen Schiss vor ihm gehabt hast. Höchstwahrscheinlich. Ja? So ein Ding ist das nämlich. Das ist wie bei diesen ganzen Filmen. Ne? Hast du es bei American History X und sowas auch gesehen, wenn du irgendwelche Gefängnisfilme hast und dann da irgendwelche Nazi-Gruppierungen drin sind, die dann aber doch irgendwie immer Geschäfte mit den Latinos und mit den Schwarzen machen und so. Geschäfte machen geht allerweil, ja? Bis dann. Ja, 13, aber das ist wirklich übel, Drache. Na gut, ich lass dich in Ruhe, aber das finde ich ganz schlimm, ob 13 oder nicht. Klar hat man Scheiße gebaut, aber das sind Symbole aus einer schlimmen Zeit. Ja, bis dann. Okay, jetzt pass mal auf, ich bin nicht recht. Jetzt pass doch mal auf! Alter, ganz ehrlich, liebe Mullen da draußen, sagt's es mal. Sagt's es mal. Wenn irgendjemand, den ihr gerade daten wollt, den ihr gerade so kennengelernt habt, irgendwie, keine Ahnung, über Internetplattformen, und ihr schreibt mit dem irgendwie hin und her und keine Ahnung, er hat irgendwas nicht gecheckt. Er hat in seinem Tinder-Profil 20 Bilder drin und hat irgendwie nicht gecheckt, dass bei dem einen Bild hinten im Hintergrund irgendwie ein eindeutiges Symbol dort ist. Und ihr sprecht ihn drauf an. Und er schickt euch eine Sprachnachricht, die anfängt mit: Okay, jetzt pass mal auf. Wie schnell habt ihr diese Nummer blockiert? Das würde ich gerne wissen. Wie schnell ist die blockiert? Also schneller als er Hagebuttene sagen kann, oder? Leute. Ganz ehrlich, der will diese Frau dazu bringen, dass sie zu ihm kommt, um ihm Beischlaf zu leisten. Und er kommt hier mit: Jetzt pass mal auf. Er hätte auch sagen können, ja, wir waren als Jugendliche, war ich irgendwie in so gewissen Kreisen, keine Ahnung, ich war schon immer wegen dumm, ich habe immer Probleme in der Schule gehabt, Freunde zu finden und das waren die einzigen Leute, die sich mit mir abgegeben haben und deswegen bin ich mit denen abgehangen und habe das ein bisschen mitgemacht alles, habe aber inzwischen realisiert, dass das Horse Shit ist. So, ist lange her, 20 Jahre gewiss nicht, aber ne, es ist lange her, ich habe das inzwischen schon verinnerlicht, dass das Bullshit ist und ich schäme mich ein bisschen dafür. Ne? Kas bissen. Dann fragt kein Schwein mehr nach. Aber das kann er nicht. Es kann er nicht, das lässt der Narzisst nicht zu, dass er sich eingesteht, irgendwo, ne, das war nicht cool. Ne? Rechts und ich war es mein Leben lang nicht. Ich habe Freunde unter Türken, unter Russen, unter Chinesen, unter Japanern, unter allen möglichen Ländern. Rainer, die sorgst man mal, die chinesischen und japanischen Freunde, die du hast. Und nein, Anime-Charaktere zählen nicht. Ja, wenn er jetzt mal kommt mit Naruto und Dragon Ball, dann hast du mich hier liegen. Er hat chinesische und japanische Freunde am Arsch. Ey, wie man aber so plump einfach lügen kann. Ja? Du hast chinesische und japanische Freunde? Sag mir die. Wir sind ja deine Freunde. Schreib einen kurz an auf WhatsApp. Sag ihm, er soll ein kurzes Grußvideo schicken für mich. Was passiert? Ich musste überhaupt nichts beweisen, kommt dann. Ne? Ich habe jetzt da keinen Bock, ich bin live. So ein Krampf kommt dann. Ey, es ist einfach, es ist zum
Fremdschämen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Wenn ich ein Nazi wäre, hätte ich den auf die Fresse gehauen, anstatt mit denen befreundet zu sein. Und ehrlich gesagt kotzt es mich an, ganz ehrlich, dass ich mich vor ausgerechnet meiner Freundin rechtfertigen muss dafür. Ja, Rainer, ich verzeih dir jetzt einmal was. Die Freundin, wenn es denn deine Freundin gewesen wäre, also kein Bärchen, aber nehmen wir mal an, du hast tatsächlich eine Beziehung, ne? Eine richtige, so mit einer echten Frau. Das ist der Mensch in deinem Leben, vor dem du dich am meisten zu rechtfertigen hast. Weil dieser Mensch im Idealfall das meiste über dich weiß und dich in den schwierigsten und verletzlichsten Momenten deines Lebens erlebt hat. Und wenn der Mensch dann immer noch bei dir ist, bist du ihm vielleicht dann doch einmal Rechtfertigung schuldig. Rainer, je intimer das Verhältnis zu einem Menschen ist, desto mehr ist man dieser Person Rechenschaft schuldig, wenn man Scheiße gebaut hat. Irgendwelche Kaschball, die bei dir auf dem Discord sind, um dir den Speer zu lutschen und ein bisschen nett zu fahren, denen bist du keine Rechenschaft schuldig. Ja? Deiner Partnerin schon. Ich bin nicht rechts und ich war es auch nie. Wir haben Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Also ich weiß nicht, wenn die Leute sagen, Rainer wäre ein Nazi. Ich glaube nicht, dass Rainer ein Nazi ist, weil er die Ideologie nicht verstehen würde. Und sogar, weil er sogar für diese Gruppierung zu dumm wäre. Also sogar für die dümmste Gruppierung im Land wäre er zu dumm. Und die würden den auch nicht mitnehmen, weil die suchen zwar Leute, die dumm sind, aber nicht so dumm. Also die müssen schon noch selber irgendwie von Punkt A nach Punkt B kommen, ohne komplett zu havarieren. Das schafft er ja schon immer. Ne? Und, aber ich glaube schon, dass Rainer Rassist ist. Also meine Meinung, alle Dinge, die ich gesehen habe, wie er in gewissen Situationen mit gewissen Mitbürgern umgegangen ist, ob sie jetzt südländisch ausgeschaut haben oder schwarz oder und Dinge, die er im Stream über solche Menschen geäußert hat, bleibt mir persönlich keine andere Interpretation übrig, außer dass Rainer Rassist ist. Ne? Was sagt dein Gott dazu? Das ist noch eine der harmlosen Geschichten. Scheiße gebaut. Ein Kumpel hat dieses scheiß Tricks da gemacht. Das interessiert mich doch nicht. Das ist doch 20 Jahre her. Interessiert doch keine Sau. Das haben dann mal ich gemacht. Ich habe wirklich mit der Kamera gefilmt, das war's. Wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht und rumgeeiert. Ja, Rainer, dein Kumpel hat das gemacht, während du daneben standest und anstatt zu sagen, hey du, das finde ich nicht cool, hast du gesagt, oh, das ist total geil, ich halte da mit der Kamera drauf. Das beißt sich ja wegen, Rainer. Und wie gesagt, 20 Jahre her ist Bullshit. Zu dem Zeitpunkt, 2023, war das, gibt's da 14 Jahre her. Ja? Ist auch lang, aber Maximum. Wir wussten damals auch gar nicht, was das ist, mal abgesehen davon. Ja, genau, Rainer, du hast nicht gewusst, was das ist. Jetzt sind wir wieder der ganzen Scheiß Argumentationskette von wegen, keine Ahnung, ich wusste nicht, was der Holocaust ist und ich habe es für Hiroshima gehalten oder sowas. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Es ist lange her, wir haben Scheiße gebaut und ich habe nicht gewusst, was das ist. Also entweder hast du nicht, also wenn du nicht weißt, was es ist, warum filmst du dann drauf und findest es super lustig und feigst da umeinander, ne? Und wenn du nicht weißt, was es ist, warum hast du dann Scheiße gebaut in deinen Augen? Reiner, es passt alles nicht zusammen. Du verstrickst dich wieder in irgendeinen dämlichen Lügengarn und entwickelst dir um das, wo irgendwann einmal dein Hals war. Also tu mir den Gefallen und lass den Scheiß. Sorry, aber da kann ich kotzen. Außerdem musst du damit nicht unbedingt kommen, wenn ich mitten im Livestream bin. Ja, Rainer, du bist dann zufällig immer mitten im Livestream, wenn irgendein Bärchen mit irgendeiner unangenehmen Geschichte um die Ecke kommt. Das ist dir schon mal aufgefallen. Wie gesagt, beim Cola-Bärchen war es genau das Gleiche. Da kam da unangenehmes Thema. Dann ist er komplett ausgetickt und hat gesagt, dann lassen wir das jetzt. Und 2 Wochen später hat er sie angeschrieben, als wäre nie was gewesen, stellenweise sogar 2 Tage später. Oder er war auf einmal, war er dann im Livestream. Ganz ehrlich,
wenn es um positive Kommunikation ging im Livestream, dann hat dich das auch nie abgehalten. Ne? Wenn du da irgendwelche Sprachnachrichten geschickt hast an irgendwelche Bärchen, damit die Hater mitkriegen, dass du tatsächlich irgendwie jetzt eine echte Freundin hast. Und hast sie da schon zum Obst gemacht. Aber wenn die mit einem unangenehmen Thema kommen, dann bist du auf einmal im Livestream. Ja, verzeih es mal, Rainer. Da ist meine Laune gleich im Keller, das muss nicht sein. Mann. Ja, wir wissen alle, wie Reiners Keller ausgeschaut hat. Wir wissen, wie der Keller in Uwes Nazi-Schanze ausschaut. Da. Uiuiuiuiui. Sowas regt mich auf, ganz ehrlich. Ich bin nicht rechts und ich war es mein Leben lang nicht und ich verstehe auch nicht, warum ich mich dafür rechtfertigen muss. Ich bin mit so vielen Arten von Menschen habe ich zu tun, jeden Tag. Rainer, nein! Rainer, du hast zu tun mit Uwe. Und damals, ich weiß nicht, war er damals schon bei Uwe? Oder war er dann noch in Plauen? Kann gut sein, dass er dann noch in Plauen selber war. Aber da hast du auch mit niemandem zu tun gehabt, Rainer. Da bist du auch in irgendeiner Butze gesessen und hast dich versteckt vor die Haters. Und hast deine scheiß Diggity-Doggity-Streams gemacht. Und ganz ehrlich, Diggity-Doggity-Kontakte zählen nicht. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun. Dass du da irgendwelche Matches machst und einfach tippen, liken. Holst die Rosen raus, doppelt, jetzt doppelt. Das zählt nicht als ich habe was zu tun mit diesen Leuten. Und noch dazu sind die ja auch alle nicht repräsentativ für die jeweilige Gruppe. Ne? Weil die Leute, die auf TikTok sowas machen, hoffentlich nicht repräsentativ für irgendjemanden sind. Weil das der absolute Schund ist. Und jeder, der da auf TikTok da sitzt und der Meinung ist, irgendwie, keine Ahnung, tippen, liken, ich rasiere mir die Haare ab oder so einen Scheiß, ist der allerletzte Abschaum. Und ich würde auch scheißegal, wo er herkommt. Mit Kate zusammenarbeiten, wenn ich rechts wäre. Ich bin kein verfickter rechter Wichser. Ich habe schon Rechten aufs Maul gehaut. Weil es Keiner. Picture didn't happen. Warum hast du denn das nicht gefilmt? Rainer, warum hast du denn das nicht gefilmt? Wenn du die Nazis hergewämst hast, deiner Aussage nach. Das wäre doch mal eine Sache gewesen. Dass du es gefilmt hättest. Oder vielleicht hättest du ein Gumbel ja gefilmt. Aber der hätte das wahrscheinlich nicht gefilmt, weil du ihn währenddessen hättest verprügeln müssen. Ach, geh weiter, Rainer. Geh weiter. So Sinn. Mann, mich dafür zu rechtfertigen von meiner Freundin, das ist echt das Letzte, ganz ehrlich. Mir so Rainer, das ist so künstlich geschauspielert gerade. Mann, ich muss mich jetzt hier echt wirklich rechtfertigen von meiner Freundin. Ganz ehrlich, lass es einfach. Lass es einfach. vorzuwerfen. Denk mal drüber nach, was du mir hier vorwirfst, bitte. Und der hat das Steckerl wieder umdraht. Ja, Rainer, bist du vielleicht ein Nazi, wenn du so Hakenkreuze so krass feierst und sowas? Aber übrigens, du machst gerade was Schlimmes. Ich muss mich gar nicht rechtfertigen, weil du bist gerade die Böse. Es ist so lächerlich wie ein Kleinkind. Es gibt nicht viele Themen, bei denen ich so schnell, so extrem aus der Haut fahre, aber das ist eins davon. Ja, ich kenne das andere Thema. Es fängt mit P an und hört mit Philie auf. Ich bin nicht rechts und ich war es auch nie. Merkt ihr das? Und komischerweise bei den Sachen, wo wir wirklich, ne? Wo es naheliegend ist, dass es auf ihn zutrifft, da explodiert er immer am meisten. Und ich werde es auch nie sein. Das kann ich auf dem Tod nicht ausstehen, wenn man mir sowas unterstellt. Wenn jemand die Stimme erhebt, kann ich das nicht. Gut, das ist aber auch klar hat er jetzt in einem Dreckston zu ihr gesprochen, aber es ist in so einer Situation auch immer so ein schwaches Argument, dann praktisch nicht auf das einzugehen, was derjenige gesagt hat, sondern, und kannst ja das, was er da gerade gesagt hat, kannst ja komplett in der Luft auseinandernehmen einfach. Das ist halt, sondern dann, ja, du schreist mir zu viel. So können wir uns nicht unterhalten. Das ist ein ganz schwaches Argument. Das ist ein ganz schwaches Argument. Geh halt auf das ein, Mädchen. Geh halt auf das ein, was er gerade gesagt hat. Er hat genügend Scheiße verzapft, die du komplett auseinandernehmen kannst. Sorry. Okay, dann wird das sicher einige Tage nichts, weil das macht mich jetzt richtig sauer. Du denkst nie an meine Gefühle, aber ich nehme nur Rücksicht auf dich.
Rainer, du hast in deinem ganzen Leben genau Rücksicht auf eine Person genommen und die heißt Rainer Winkler. Und ob die nicht einmal besonders gut, wenn ich mir so deinen gesundheitlichen Zustand so anschaue. Ne? Also du hast praktisch nur eigentlich auf die hedonistische Bedürfnisbefriedigung dieser Person Rücksicht genommen und alles andere war da jenseits von Gut und Böse scheißegal. Und du denkst nie an meine Gefühle. Rainer, es ist nicht um deine Gefühle gegangen. Rainer, es ist darum gegangen, ob du rassistische Scheiße fabriziert hast. Wann auch immer. Das war's Thema. Du lenkst vom Thema ab, Rainer. Sorry, aber ich finde die Stimme erheben nicht gut. Wenn du das nicht machst, können wir gerne reden. Weißt du was? So ein Verhalten packe ich nicht. Du wirfst mir etwas vor aufgrund von Hatern, ohne dass ich überhaupt genau weiß, um was es geht. Rainer, du weißt ganz genau, worum das es geht. Du hast dir diese Scheiße selber aufgenommen und sie wirft dir das nicht vor aufgrund von Hatern, ich wiederhole das jetzt nochmal, sondern sie hat das verfickte Video gesehen, auf dem das passiert ist. Das hat mit Hatern nichts zu tun, außer dass die das veröffentlicht haben. Rainer, sie hat das auf Film gesehen, er checkt es auch immer nicht. Er checkt das nicht, dass er nicht irgendwie immer was behaupten kann und so, ja, die Hater. Die Hater. Wenn er im Stream oder im Discord oder sonst irgendwo wieder irgendeine saudumme Scheiße rausgeblökt hat und dann wirft man ihm das vor und sagt, hey, die Hater? Die Hater. Und jetzt? Es ist zum Haare raufen. Und dann bist du nicht dazu bereit, das vernünftig auszudiskutieren? Ja, rein mit vernünftig ausdiskutieren hast du jetzt nicht so unbedingt. Ich erinnere gerade vor ein paar Minuten, jetzt pass mal auf! Niemand, ganz ehrlich, niemand, der anfängt, okay, jetzt pass mal auf, ist auf irgendeiner Ebene, auf der man mit ihm vernünftig diskutieren könnte. Gewiss nicht, Rainer. Versprichst du, die Stimme nicht hochzufahren? Hast du mal eine Sekunde nachgedacht, bevor du mir sowas vorgeworfen hast? Hast du eine Ahnung, wie verletzend das für mich ist? Ja, Rainer, bla bla bla, überhaupt nicht verletzend. Du willst damit einfach wieder vom Thema ablenken. Du willst damit vom Thema, weil du dich nicht rechtfertigen kannst, weißt, du weißt ganz genau, jede Rechtfertigung, die du jetzt aus dem Arschgebirge ziehst, kann jeder normal denkende Mensch in kürzester Zeit zerpflücken, dass du Konfetti danach hast. Weil du einfach scheiße auch im Lügen bist, Reini. Ich habe gefragt, ob du wirklich rechts bist und ausgedrückt, wie schlimm ich das finden würde. Ich habe nicht gesagt, geh du Nazi. Ich habe es nicht vorgeworfen. Ich habe gefragt, ob das, was behauptet wird und das im Video stimmt. Ich habe mein Leben, mein ganzes Leben dafür geopfert, dass andere in Ruhe leben können. Ja, Rainer, du hast dein ganzes Leben dafür geopfert, dass du in Ruhe leben kannst. Und das hat nicht funktioniert. Rainer, du hast, ganz ehrlich, du hast wirklich dein ganzes Leben, deine komplette Existenz mit Full Karacho gegen die Wand gefahren. Einfach nur, weil du der Meinung warst, du machst jetzt Onkel Gronk 2.0 und dann fliegen die Kohlen beim Fenster rein und du musst nichts anderes tun, als ein paar Stunden am Nachmittag beim Zocken die Kamera und den Stream anzumachen. Und in diese Idee hast du dich so verrannt, dass du daraufhin dein komplettes Leben, deine ganze Existenz, jede Zukunft, die du irgendwann einmal hättest haben können, einfach komplett gegen die Wand gefahren hast. Weil du einfach zu hageldumm warst, zu checken, dass das nicht der Weg für dich ist. Ganz ehrlich, er hat sein ganzes Leben dafür geopfert, dass andere in Ruhe leben. Wann? Wo denn? Zeig's mir. Wo hast du dich jemals für andere Leute eingesetzt? Wo es die Unterputzdeckel verschickt hat. Die Dinger. So ein Krampf. Und du wirfst mir etwas vor aufgrund eines Videos, das so alt ist, dass ich selbst nicht mehr weiß, was da alles drauf ist und nicht mal wüsste, was ich da gesagt habe. Ja, das ist hier die Olaf Scholzsche Verteidigungsstrategie. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weiß ich nicht mehr, wie das passiert ist. So lange her. Boah, keine Ahnung, mit welchen Cum-Ex-Leuten habe ich mir denn da... Na, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist 20 Jahre her, da war ich jung. Du solltest gar nicht fragen müssen. Du kennst mich besser als viele.
Naja, jedenfalls dachte ich das. Ja, aber auf Grunde des Videomaterials muss ich fragen, Drache. Das, was die Heiter machen, sind ja wahre Anschuldigungen. Nee, musst du nicht. Das ist so alt, dass es längst keine Bedeutung mehr hat. Das, was ich mache, Weiß ich nicht, ob das, ne, ob sowas verjähren kann. Vor allem, wenn man es nicht eingesteht. Ich meine, es gibt genügend Leute, die eine schwierige Vergangenheit in der Richtung haben, die irgendwann gecheckt haben, hey, Moment mal, das ist riesengroßer Bullshit, und sich da praktisch von dieser Szene losgesagt haben und praktisch sich ein neues Leben aufgebaut haben. Und die gehen meistens relativ offen damit um und sagen, ja, ich war da damals mit dabei, und ich hab aber inzwischen begriffen, dass Bullshit ist. Und ohne das, ne? ist hinterfragen. Außer man verleiht ihm Bedeutung. Ich lebe in der Gegenwart mit Blick in die Zukunft. Ja, da kannst du in deinem speziellen Fall jetzt aber nicht sonderlich weit schauen. Also nicht, wenn du nicht wirklich radikal was an deinem Leben veränderst und regelmäßig zur Krebsvorsorge gehst. Aber das braucht er alles nicht. Er ist ja pumperl gesund. Ihm fehlt überhaupt nichts. Diabetes hat er nicht, ganz gewiss nicht. Das mit den Füßen, mit den Beinen, dass die ausschauen wie von jemandem, dem man irgendwie, keine Ahnung, eine Wasserleiche, die man erst nach 6 Tagen geborgen hat oder sowas, vollkommen wurscht. Das ist auch so wild. Er weiß ja zum Beispiel, ihm ist bewusst, dass wenn sein Vater regelmäßig zur Krebsvorsorge gegangen wäre, könnte der heute noch leben. Ne? Wenn man den Krebs früher entdeckt hätte, wäre es möglich gewesen, dass er den überlebt. Reiners Konklusion aus der ganzen Nummer ist, nicht zur Krebsvorsorge gehen. Weil sonst könnte irgendwann nochmal die Diagnose kommen, dass man Krebs hat. Nee, Rainer, du lebst nicht du lebst mehr oder weniger nur in der Gegenwart, aber nicht mit Blick in die Zukunft, Rainer. Rainer, der Zukunftsrainer hasst dich auf den Tod. Es ist ganz ehrlich, der Blick bei dir in die Zukunft ist einfach nur, wie kann ich den Zukunftsrainer so brutal wie möglich knechten? Das muss es doch sein. Ganz ehrlich, in die Vergangenheit schaust du nicht, weil du dann vielleicht irgendwann einmal selber checken würdest, was du alles den Gully runtergespielt hast für diesen wahnwitzigen Traum, dass gerade du, der dümmste Vollidiot im ganzen Landkreis Neustadt an der Aisch, dass gerade du der große Internet-Zampono werden solltest. Deswegen schaust du nicht in die Vergangenheit, weil das würde dich dann irgendwann, glaube ich, tatsächlich mal erreichen. Und dann weiß ich nicht, was du dann machen würdest. Und ganz ehrlich, in die Zukunft schaust du entweder gar nicht oder mit Blick auf den Zukunftsrainer und denkst dir dabei, dir werde ich's zeigen, du dummer Penner. Warum sagst du das dann nicht gleich so? Ich glaube dir das doch. Und das, was ich als Kind gesagt oder gemacht habe, hat nichts mit dem Zeug zu tun, was ich bin. Ja, Rainer ist auch Horstshit. Wie gesagt, wir haben gerade schon festgestellt, du warst da kein Kind. Aber du musst mit mir normal reden, wenn ich frage. Weil das nicht nötig sein sollte zwischen uns. Du hast mich tief verletzt. Und dann, Alter, was er wieder für eine WOT da rausballert. Du hast mich tief verletzt am Arsch, Rainer. Am Arsch. dann soll ich, nachdem ich auch noch live bin und dir das gesagt habe, ruhig bleiben, obwohl ich gerade mitten über dem Arbeiten bin. Ja, über dem Arbeiten. Er ist nie am Arbeiten, er ist immer drüber. Ich finde es schlimm, dass ein Nein nicht ausreicht. Stattdessen kommst du, ohne mir Infos zu geben, mit etwas um die Ecke, von dem ich nichts weiß. Reini, das ist, ganz ehrlich, diese Verteidigung ist ungefähr so, wie diese Ausreden damals von dieser, wie hieß die, Melanie Müller, die hier mit den kurzen blonden Haaren, die gefilmt wurde, wie sie bei irgendeiner Nazi-Veranstaltung einen Anstandsgruß geschossen hat. Ja, und hier den Keil zur See zu grüßen und sowas. Und danach gesagt, ist die mit genau derselben Scheiße um die Ecke gekommen. Ist mehr oder weniger eins. Ich finde es schlimm, dass sie sowas vorgeworfen wird und bla 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 bla.
weiß nicht mal, was du meinst. Nochmal, ich habe keine Ahnung, was auf dem Video drauf ist. Ja, dann schaust du halt, oh. Und schon gar nicht, wie ich reagiert habe. Wie Ja, auch. komisch, dass er dass er keine Ahnung hat, was auf dem Video drauf ist, aber sich vorher dafür gerechtfertigt hat, was auf dem Video drauf ist. Das ist 20 Jahre her. Darüber? Aber du tust so, als sei das, als hätte ich irgendwas heute oder gestern gemacht, wo ich genau wusste, was los ist. Ja, Rainer, ist aber ganz ehrlich, ist lange her, ist nicht immer eine gute Ausrede. Ne? Wie gesagt, wenn du jetzt wirklich 13 gewesen wärst, ne, schön und gut, aber mit fast 20, schwierig. Weißt was? Ich rechtfertige mich nicht mehr. Du willst glauben, was die Menschen veröffentlichen, die mir seit 10 Jahren das Leben grundlos zur Hölle machen? Rainer, sie hat das auf dem Video mit ihren eigenen Augen gesehen. Dann mach das. Du begreifst null, was du mir gerade angetan hast. Ja, sie hat dir wieder irgendwas angetan, Alter. Dieses sich in die Opferrolle stellen und auf die Tränendrüse drücken und oh, ich bin so fürchterlich, du hast gesagt, du liebst mich, aber tust mir so fürchterliche Dinge an. Rainer, die Frage ist gerechtfertigt gewesen. Geradeaus. Ne? Und deine Antwort darauf war zutiefst unbefriedigend. Buhuhu. Aber ganz ehrlich, wenn sie tatsächlich deine Freundin gewesen wäre, dann hätte sie sich an zutiefst unbefriedigend schon gewöhnen können. So, das ist mehr oder weniger auch wieder beziehungstechnisch mit offenen Karten gespielt, Reini. Du hast null Verständnis für mich Ja. und glaubst lieber, was die machen. Ich bin fertig damit. Dachte, das wäre bei dir anders. Lass mich bloß in Ruhe. Weil ich hinterfragt habe. Super, danke. Du hast nichts hinterfragt, sondern Doch, Reini, sie hat hinterfragt. Wir können jetzt nochmal zurückspulen, da fragt sie, hey, ach komm, nee, ich spule jetzt mehr oder weniger so, hey, ich habe das Video gesehen, was da los? Hast du mir was zu sagen, was rechtes Gedankengut angeht? du hast mir was vorgeworfen. Das ist ein Unterschied. Nein, Rainer, hat sie nicht, geh zurück. Sie hat dich gefragt, Tatsache. Aber es ist alles immer Angriff. Alles immer Angriff, Angriff, Angriff. Und wenn sie solche Fragen stellt und nicht einfach irgendwie ihm nach dem schiefen Ogermaul redet, dann ist sie sofort eine Haterin und dann hat sie seine Gefühle verletzt und dann ist sie der schlimmste Mensch aller Zeiten und dann ist schon wieder komplett vergessen, was er eigentlich getan hat. Ganz ehrlich, du hast null an mich gedacht. Du hast nur an dich selbst gedacht und an den Scheiß da. Und du machst es die ganze Zeit schon. Rainer, wie soll sie denn nur an sich selbst gedacht haben bei dieser Frage? Rainer, wenn sie dich jetzt, keine Ahnung, manipuliert hätte, zu dir zu kommen und dich dann versucht hätte, da irgendwie auszunutzen oder dir irgendwas, ne? Dich dazu zu bringen, etwas zu tun gegen deinen Willen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dann könntest du sagen, sie hätte nur an sich gedacht. Du merkst, wohin ich gerade gegangen bin. Schön. In diesem Falle hat sie an dich gedacht, weil sie sich gedacht hat, what the fuck did he just do? Ich frag da mal besser nach. Es ging ja, sie hat ja nichts davon. Sie hat ja von der Frage nichts. Dich interessiert null, wie es mir geht oder was mit mir ist oder wie ich mich fühle oder sonst was. Ja, rein. Da spricht er wieder, der Narzisst. Ich. Du gibst einen Scheiß auf mich. Stattdessen verfolgst du den ganzen Schwachsinn, was diese Wichser veröffentlichen, hast keine Ahnung, was du mir gerade angetan hast und entschuldigst dich noch nicht einmal dafür. Und dann Jetzt muss sie sich entschuldigen. Wir sind jetzt gerade gewandert, innerhalb kürzester Zeit gewandert von Rahini, hat Hakenkreuze gebastelt und gefilmt und fand es ganz großartig vor, sagen wir, nicht 20 Jahren. Hinzu, sie muss sich entschuldigen, weil sie ihn gefragt hat, warum er das getan hat. soll ich auch noch den ganzen Scheiß da mitkriegen? Sorry, lass mich bloß in Frieden, ey. Wenn du Frieden. dich fühlst, als würde ich dir was vorgeworfen haben, dann tut es mir durchaus leid. Ich wollte mit dir darüber reden. Drache, mehr nicht. Und auch da hätte Rainer, wenn er jetzt komplett hageldumm gewesen wäre,
checken müssen, dass sie ein Bärchen ist. Keine Frau der Welt hat so wenig Selbstbewusstsein, dass sie mit diesem Fettbeitel da schreibt und sich diese Scheiße von ihm anhören würde. Allein schon bei, okay, jetzt pass mal auf, und bei dieser Scheiße jetzt. Keine. Jede hätten mindestens blockiert oder hätten verbal vorher nochmal sauber die Prügeln ausgeschmissen. Ich glaub dir doch auch, was du sagst, weswegen ich auch erst dich gefragt habe, als es gleich zu glauben. Tut mir durchaus leid, wenn das so rüberkam. Das hat nichts mit angegriffen zu tun. Ich fühle mich, als würdest du mich nichts verstehen, wenn du das wirklich hinterfragen musst. Ich bin jetzt dann laufen. Gute Nacht. Das war ja nur zu der Zeit, als Karl Dall ihn noch zum Sport gedrängt hat. Da hat er noch schwitzen lassen. Da hat er damals tatsächlich, glaube ich, ein paar Kilo abgenommen. Das ist jetzt alles schon, ne, Jojo-Effekt. Das ist jetzt alles wieder drauf und mehr. Wir haben ihn alle gesehen, dann ein Jahr später jetzt, im letzten Video, wie er da gesessen ist. Und, Ja, und ich wollte das mal komplett. ja, Ufi, danke, dass du es komplett hast durchlaufen lassen. Aber da geht's weiter. Wie gesagt, wenn ihr die Kommentare vom Ofenkäse haben wollt, schaut euch das beim Ofenkäse nochmal an. Die Videos sind sehr gut. Aber da hat er schon sein Bärchen von Katal erzählt. Und das sehen wir auch gleich im nächsten Chat, den wir uns jetzt hier mal anschauen werden. 60 Euro und 16 Cent. Und das ist Kick. 60 € ist doch gut für Kick bis jetzt. Ups. Sollte an Kai gehen, weil ich eben ein neues Game gekauft habe. Hab mir Diablo 4 geholt. Okay. Was? Oh ja. Ist nur die Ultimate Edition für 99 Euro. Hihi. XP. Da fragt sie nochmal, wie Rainer immer diese Unsummen an Schulden anhäufen konnte. Reini nimmt über Kick 60 Euro ein und dann kauft er sich von den 60 Euro die Ultimate Edition von Diablo für 100 Euro. Rainer und Zahlen. Reini, du hättest besser weniger Pokémon schauen und mehr in die Schule gehen sollen. Dann wäre dir aufgefallen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Andersrum, wenn du 100 Euro bei Kick verdienst, dann kannst du 60 Euro fürs Spiel ausgeben, dann hast noch 30 Euro über, von denen du dir was zu fressen kaufen kannst. Na, Rainer macht's genau andersrum. Es ist unfassbar. Ich glaube, Ki ist sauer auf mich. Ja, ganz ehrlich, wenn ich dein Internetzuhälter gewesen wäre, dann hätte ich da auch sauber die Prügeln ausgeschmissen. Wenn du mir kommst mit, hey du, ich habe jetzt 60 Euro eingenommen auf Kick und habe dafür gleich 100 Euro beim Fenstern ausgeschmissen. Ich glaube, ich habe nicht das geschafft, was er erwartet hat und ist enttäuscht. Ja, und das finde ich schon sehr interessant. Ach ja. Das ist auch, das war eine kurze Zeit, aber auch irgendwie interessant, als Rainer noch einen Zuhälter hatte. Ist und nicht die erste Geige spielt. Wir legen mal los. Schatz, ich meine das ernst. Ich werde nicht locker lassen. Aber warte mal. Wir müssen da den Kontext, glaube ich, von Ofi doch hören. Abend nicht mehr reden. So, und dann steigen wir jetzt mal an dieser Stelle ein, als sie ihm klargemacht hat, dass sie erstmal ein wenig Ruhe von ihm möchte und sie jetzt lieber mit ihrem besten Kumpel mal ein bisschen aussprechen möchte und diese Streitigkeiten zwischen Reini und ihr lieber mit ihm besprechen möchte. Und jetzt schauen wir mal, wie Reini damit umgehen kann, wenn er nur Nummer 2 zum Reden ist und nicht die erste Geige spielt. Also, die haben sich praktisch gestritten und sie hat gesagt, sie trifft sich mit einem Kumpel. Ist natürlich, ganz ehrlich, das ist natürlich ein God-Move von ihr, weil sie natürlich weiß, das triggert Rainers Eifersucht. Rainer erzählt zwar immer, er wäre nicht eifersüchtig, aber so wie alles, was Rainer aus seinem windschiefen Maul pustet, ist halt auch das krass gelogen, weil Rainer einer der eifersüchtigsten Menschen ist überhaupt. Das hat man beim Cola-Bärchen ja auch gesehen, ja, er will eine offene Beziehung, dann weil er sich erhofft hat, er könnte nebenher noch bomsen und dann erzählt sie ihm, dass sie irgendwas mit dem Pärchen hatte und dann ist ihm schon wieder der Kamm geschwollen. Und hier ist es halt wieder so, er hat halt Schiss, weil er auch nicht verstehen kann, dass auch Männer und Frauen auch irgendwie mal Zeit miteinander verbringen können, ohne dass gleich gebomst wird. Er hat halt Schiss, dass gleich irgendwie wieder was abgeht zwischen den beiden.
Wir legen mal los. Schatz, ich meine das ernst. Ich werde nicht locker lassen. Nimm das verdammte Telefon ab. Er macht Telefonterror. Offensichtlich hat er sie mehrfach angerufen. Und das ist 20 nach 11 in der Nacht. Ja, schießt der alle paar Sekunden irgendeine Scheiße raus. Ich finde das nicht komisch, Kleine. Schatz, im Ernst. Jetzt nimm bitte an. Fuck, ey, was soll das, Kleine? Ist das dein Scheiß Ernst? Boah, Scheiße, was soll das jetzt? Ich werde dich nicht aufgeben. Was soll diese Scheiße? Nimm das verkackte Telefon. Ich flipp gleich aus. Ja, wild. Diese Nachrichten, die da gerade vorgelesen wurden, kamen halt wirklich fast in dem Zeitrahmen, die es gebraucht hat, sie vorzulesen. Und natürlich, ich werde dich nicht aufgeben, ist halt so ein Ding. Ne? Er hat da praktisch, ist der Meinung, er hat da so ein Eisen im Feuer. Und es könnte ja immer noch sein, dass es kein Bärchen ist. Und es könnte ja sein, dass Snoo gibt. Dann, rein für den Fall, ne, aber die darf unter gar keinen Umständen währenddessen, dass er da dran baggert, noch Snoosen mit anderen Leuten haben, weil dann ist sie ja, das ist ja wieder reines mittelalterliches Frauenbild, dann ist sie beschmutzt. So. Also klar, er ist ja schon sehr gütig, dass er sie nimmt, obwohl sie nicht als Jungfrau zu ihm gekommen ist, aber wenn sie sich währenddessen nochmal von irgendeinem anlangen lässt, dann ist sie beschmutzt und dann kann Rainer nicht mehr mit ihr zusammen sein. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich scheine dir echt am Arsch vorbeizugehen. Ist dir eigentlich klar, wie es mir geht, wenn du sowas machst? Ist auch wieder, weißt du, wie es mir damit geht? Geh jetzt endlich ran, bitte. Ja, die geht schon ran, bei ihrem Kumpel wahrscheinlich gerade rein. Fuck. Wenn du nur einen Schluck Alk anrührst, bekommen wir Ärger miteinander. Rainer, da wird's aber, da wird's richtig, da ist ja wahrscheinlich nass eingegangen. Ne? Da ist sie dann eingelenkt, hat sie gemerkt, du meinst es richtig ernst, hat sie echt Angst gekriegt vor den Konsequenzen, die ihr blühen. Heidi. Das sage ich dir. Ist das jetzt dein Ernst? Hallo? Hast jetzt echt das Handy ausgemacht? Ja, offensichtlich, Rainer. Du hast gerade innerhalb von 5 Minuten versucht, sie 10-mal anzurufen und ihr 30 krass übergriffige Nachrichten geschrieben. Rainer, du kannst froh sein, dass sie nur das Handy ausgemacht und dich nicht sofort blockiert hat. Weiteres Indiz dafür, dass sie ein Bärchen ist, weil jede Frau hätte dich sofort blockiert. Was zur verfickten Scheiße? Geh an dein Telefon. Ruf mich sofort an. Was soll denn diese Scheiße jetzt? Das hast du das Handy auch noch ausgemacht. Sag mal, ist dir eigentlich klar, was das mit mir macht, wenn du so eine Scheiße verzapfst? Mi. Geh an das Telefon, ruf mich sofort an, wenn du das hier abhörst. Was soll denn diese Scheiße jetzt? Alter, diesen Gestapo-Ton, ganz ehrlich, den kannst du ganz sauber klemmen, wenn du der Meinung, also wenn du willst, dass du irgendwann auch nur ansatzweise Wurstfach kriegst. Du musst alleine sein. Eine Scheiße musst du alleine sein. Du brauchst jemanden, der an deiner Seite ist. Ja, der Kumpel von ihr. Und vielleicht mal jemand, der dir in den Arsch tritt. Was soll denn diese Scheiße? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt so eine Scheiße hier abziehst. Wenn du einen Schluck Alkohol anrührst. Alter, er tut jetzt so, das ist auch so eine widerliche Scheiße. Er tut jetzt so, als würde er diesen ganzen Affentanz nur deswegen veranstalten, weil er sich Sorgen um sie macht. Ne? Weil sie ja Borderline hat und wenn sie trinkt, dann könnte sie sich selber verletzen, etc. bla bla. Das lässt er jetzt da mitschwingen. Nicht, weil er Besitzansprüche an sie hat in seinem Klüterkopf und deswegen super aggro drauf geht, dass sie nicht hopp da ist in dem Moment, in dem er pfeift und noch andere Menschen trifft. Das geht gar nicht. Wir kriegen ernsthafte Probleme miteinander. Geh ran. Ist dir eigentlich klar, wie mich das gerade fertig macht, vor allem wenn du so weit weg bist? Boah, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Das kann nicht dein Ernst sein. Boah. Was? Boah. Ist das nicht eine Schlangenart? Boah. Was zur Hölle soll ich machen? Du sollst dein scheiß Maul halten und ins Bett gehen, du Depp. Es ist 11:30 in der Nacht, du sollst die Frau nicht terrorisieren, das sollst du machen. Sag mal, wie brunstdeppert kann man eigentlich sein? Ganz ehrlich, wie gesagt, so eine Scheiße ist doch wohl wirklich die todsicherste Art und Weise, wie man eine Frau so weit von sich wegstößt, dass sie auch nie und
gar nie mehr was mit einem zu tun haben will. Und wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie nur das Handy ausgemacht hat und dich nicht sofort gesperrt hat, ist auch wirklich deutlicheres Signal, dass sie ein Bärchen ist und sich noch erhofft, ein bisschen Matt zu farmen, kannst du nicht kriegen, Rainer. Du gehst zu diesem dreckigen Wichser. Du scheißt auf meine Gefühle und Sorgen um dich. Und dann sowas. Geh an das verfickte Handy. Wenn ich das Perfekt mit App geschrieben, oder? Freizeichen noch öfter höre, werde ich gleich behindert. Rainer, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Weiß nicht, du. Keine Ahnung. Ich stelle mir gerade Rita vor, als sie schwanger war, hat sie sich einfach so einen Telefonhörer mit einem Freizeichen auf den Bauch gelegt und schwupps kam Rainer 9 Monate später raus. Geh an das Handy, verdammt. Oder ist dir scheißegal, dass ich mir Sorgen mache? Ja, ist es ihr offensichtlich. Ich sag dir was. Ja, jetzt sind wir gespannt. Das, was du gerade mit mir machst, wird zu einem echten Problem zwischen uns, wenn du jetzt nicht ans Handy gehst. Du hast jetzt bis Mitternacht Zeit, dich zu melden und dann reden wir und wenn es die ganze beschissene Nacht dauert. Wen es die ganze beschissene Nacht dauert. Reini, die hat das Handy ausgemacht. Was ist jetzt los, wenn die bis Mitternacht gar nicht anmacht und dein tolles Ultimatum gar nicht liest? Reini, was machst du denn dann? Achso, nochmal 20 Mal anrufen. Jetzt habe ich es checkt. Wenn nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dann machen soll. Ja, nix, Rainer. Nix, Rainer. Weil du nichts machen kannst. Du kannst ja dann wieder, mit der Hand irgendwie in der Hose nach dem Maulwurf graben. Anscheinend ist dir das aber eh egal. Scheint Geh so, ja. endlich ans Handy. Ich muss dir echt scheißegal sein, wenn du mir sowas antust und ich jetzt Horror hab. Weißt du was? Ich finde das gerade echt scheiße von dir. Ich bin für dich gerade nichts wert, oder? Ja, wahrscheinlich nicht nur gerade. Jetzt geht's auf sein Ultimatum zu, jetzt wird er wild. Du machst einfach, was du willst, anstatt dass du mit mir redest und ich dir helfen kann. Ich weiß nicht mal, was los ist. Und du antwortest nicht. Weißt du, wie es mir damit geht? Geh an das verkackte Handy. Das ist gerade eine richtig beschissene Aktion von dir. Du gehst nicht hin? Keine Antwort, nur so eine Scheiße. Ich bin stinksauer. Ja, Rainer, das Ultimatum ist schon rum. Ne? Also, du kannst jetzt auch aufhören zu schreiben. Dein selbstgesetztes Ultimatum ist vor einer halben Stunde ins Land gezogen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, du bist wieder Single. Versuche jetzt mal zu schlafen, aber vermutlich liege ich jetzt was, bis ich Antworten habe. Darüber Ja, fürchterlich, Rainer. Du musst am nächsten Tag in aller Früh wieder raus, weil du zur Arbeit musst, oder? müssen wir dringend reden, sowas. Machst du bitte kein zweites Mal. Sowas machst du bitte kein zweites Mal, ist auch eine Aussage, die meiner Meinung nach relativ schnell zu einer Änderung des Beziehungsstatus auf Pornhub führen sollte. Du hast mit ihm geschlafen, oder? Darum geht's, Reini, darum geht's. Jetzt kommt er raus, der einzig wahre Reini. Nee. Von wegen, er macht sich Sorgen um sie, wenn sie Alkohol trinkt oder so, sonst irgendwas. Und weil es ihr so schlecht geht, bla 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 bla. Darum geht's, Reini. Buhuhuhu. Ja, und da muss ich mal sagen, wow, wirklich wow. Ich blende euch dazu auch das Bild mal ein, was das Bärchen mir dazu geschickt hat. Er hat in der Nacht 33 Mal angerufen. 33 Mal. Überlegt euch das mal. Das ist ja Belästigung. Sie hat ihm Das ist richtig, Ofi, das ist Belästigung. 33 Mal. Ja, und dazu noch 100 Nachrichten. Ganz ehrlich, das ist. Ich verstehe nicht, warum der Mann noch nie eine richtige Beziehung hatte. jetzt stattgefunden haben. Also lasst uns da mal reinschauen. Nicht ganz. Ich wollte wissen, wie du reagieren würdest, wenn wir am Kuscheln sind. Dass er in so Rage gewesen ist. Auf jeden Fall unterstreicht das diese Phase von ihm, wo er sehr impulsiv war. Und sind wir mal ehrlich, wir kennen ihn ja und wissen, dass diese Phasen, also diese manisch-aggressiven Phasen bei ihm, immer wieder mal auftreten können. Naja gut, jetzt haben wir uns viel mit den Sachen aus 2023 vom Pärchen beschäftigt, aber wir wollen ja noch zu den aktuellen Sachen kommen, die vor einem Monat jetzt stattgefunden haben. Also lasst uns da mal reinschauen. Okay, jetzt sind wir praktisch wieder, das war 2023, was wir bisher gehabt haben. Und dann sind wir jetzt wieder in der Gegenwart. Nicht ganz. Ich wollte wissen, wie du reagieren würdest, wenn wir am Kuscheln sind. Oh, jetzt geht das Thema wieder los. Ach,
Ich hätte gedacht, ich krieg's irgendwie. Nein. Ohne das gibt's kein Bärchenlieg. Und nackig im Bett liegen und ich ihn dann einfach anstecke. Ja, dann wird sie wahrscheinlich wegen Ding anzeigen, ne? Ja, und wir fangen wieder mit dieser unglaublichen Szene an. Ja. Einfach Wahnsinn, der Typ. Was sind das eigentlich für Fragen? Ach Mann. Aber der Reini wollte mit dieser Frage wohl auch noch auf was hinaus und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, aber du musst da das Risiko auch bedenken, ne? Das Risiko würde dich nicht stören. Ich meine, du musst das Kind 9 Monate austragen und dann müssen wir uns mindestens 18 Jahre drum kümmern. Vielleicht länger. Die Sache ist halt die, ich bin in meinem... Ja, Reini, das ist also zum einen ist vollkommen utopisch, dass der Mann irgendwo nochmal Kinder in die Welt setzt. Und zum anderen ist dieses Jahr, man muss sich 18 Jahre drum kümmern. Reini, ich glaube, wenn man ein Elternteil ist, dann bleibt man ein Elternteil, auch wenn das Kind in Anführungsstrichen volljährig wird. Ne? Ich bin über den 18. schon lange hinweg. Meine Mutter sagt immer noch Kind zu mir. meinem Leben an einem Punkt angekommen, ich möchte eigentlich unbedingt Kinder. Und ich habe beschlossen, dass wenn ich bis ich 40 bin, keine Kinder habe, werde ich auch keine Kinder kriegen. Anna, du kriegst die eh nicht. Die Frau kriegt die Kinder. Anna. Hättest du gewusst, wenn du im Biologieunterricht aufgepasst hättest. Oder werde auch dafür sorgen, dass ich keine Kinder zeugen kann, aber wenn ich notfalls einen Eingriff machen muss. Ja, Rainer, den Eingriff, den hast du die letzten 20 Jahre schon gemacht. Den Eingriff, der dafür gesorgt hat, dass du keine Kinder zeugen kannst, den hast du jedes Mal, wenn du irgendwo eingegriffen hast, in die Chipstüte oder zu irgendwelchen anderen Schmutzfressi. Ja, oder wenn du gegriffen hast zur Schwipschwapp-Flasche oder zum Monster Energy, da hast du den Grundstein gelegt dafür, dass du definitiv keine Kinder mehr in diese Welt setzen kannst. Weil das halte ich für zu gefährlich, wenn ich wirklich bloß 60 werde oder so. Ich möchte schon, dass meine Kinder dann aus dem Gelübsten raus sind, wenn ich... Rainer, du wirst keine 50 werden mit deinem Lebenswandel. Das musst du dir vor Augen führen. Rainer, wenn du so weitermachst, wirst du keine 50. Und sogar wenn du jetzt wirklich radikal umdenkst, 180 Grad dich drehst, nur noch gesund lebst, hast du trotzdem deinem Körper schon irreversible Schäden zugeführt. Die Galle wächst nimmer nach, auch wenn du noch wieder, keine Ahnung, 150 Kilo abnimmst. Die Gelenkschäden, die du hast, die sind da, die werden noch da bleiben. Die Beine, die Leber, der Diabetes, die ganze Scheiße, das wird alles kaputt bleiben. Du könntest jetzt da noch ein paar Jahre hinten rausjuckeln. Aber alter Mann wirst du nie werden. Wenn ich draufgehen sollte. Ach Mist. Die Sache ist halt die, man kann das letzten Endes nicht von der Hand weisen. Die Sache ist die letzten Endes. Man muss das schon bedenken. Und es wird von Szene zu Szene utopischer. Ja. Gemeinter Rat, Reini, nein, das wird niemals passieren. Und gestern warst du sauer? Naja, du hast mir nicht gesagt, dass wir reden wollen. Du hast nur gesagt, wir könnten, aber du hast mir keine genauere Info gegeben. Du würdest mir noch genauere Info geben. Und dann war ich aber schon mit jemandem im Gespräch, den ich trösten musste. Und dann konnte ich... Ja, das war eine Bekannte von mir. Alter, es ist doch nicht zu fassen. Er macht die Scheiße wirklich bei jedem Bärchen wieder. Ne? Das Bärchen zieht nicht so richtig. Ne? Das Bärchen meldet sich nicht 5-mal am Tag bei ihm und sagt, Rainer, bitte lass endlich wieder reden. Rainer, ich will unbedingt mit dir telefonieren. Rainer, soll ich dir ein Video von meinem Wurstfach schicken? Wenn das nicht passiert, dann versucht er, sich plump zu manipulieren mit, oh, ich habe da eine andere Frau trösten müssen. In der Hoffnung, dass sie dann sagt, Moment, aber andere Frau trösten, wer ist denn das? Und da eifersüchtig wird und dann
ganz, ganz schnell sich meinen, jetzt muss ich zuschlagen, jetzt muss ich ihn mir sichern. Diesen Hauptgewinn von einem Mann, bevor er ihn die anderen nimmt. Diese saudepperten, brunzplumpen Idioten-Manipulationsversuche. Und er probiert das jedes Mal wieder. Beim Cola-Bärchen ist das in einer komplett massiven Eskalation geendet. Ne? Die war gestern nicht so besonders gut drauf. Ja, das kommt halt auch mal vor. Ja, und deswegen habe ich sie ja trösten müssen und deswegen habe ich da gestern nicht gekonnt. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich das vorher gemacht. Die wollte dann auch zwischendurch, habe ich auch gesagt, dass ich jetzt mit ihr telefonieren wollte, aber ja, ich konnte die ja vielleicht allein lassen in dem Zustand. Ja, ganz ehrlich, es ist wie diese komischen Teleshopping-Dudes, ja, die dir sagen wollen, ja, schnell, wir haben nur noch 3 Stück von diesen tollen Kristallen für 150 Euro, die wir sicher nicht irgendwo aus irgendwelchen afrikanischen Minen für 3 Euro die Tonne gekauft haben. Ne? Ganz schnell zuschlagen. Wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann kann es sein, dass der Reini, der Hauptgewinn aller Männer, einfach weg ist. Dann nimmt die andere, die er so herzlich getröstet hat. Ich würde mir überlegen, an Bärchens Stelle, so Moment einmal, wenn der so herzlich ist zu anderen Frauen und die tröstet, wenn es ihnen nicht gut geht, warum ist er dann so ein Hurensohn, wenn es darum geht, dass mein Onkel im Sterben liegt? Das ist mein Gedanke hinter der ganzen Nummer gewesen. Aber so weit denkt Rainer wieder nicht. Ich hoffe doch. Ist halt auch ein Mensch, der mir wichtig ist. Deswegen ist es immer nicht ganz so einfach. Ja, schöne Szene. Nehmen wir mal an, dass er die Wahrheit sagt, wovon man generell natürlich nie ausgehen kann. Ich glaube, außer zu Black Rose hatte er zu diesem Zeitpunkt keinen anderen Frauenkontakt. Ja. Ja, Black Rose hat ihm regelmäßig irgendwie in der Hose rumgespielt, glaube ich. Dann ist das auf jeden Fall für ihn ganz normal, dass er sich mit anderen Frauen unterhält und sie sogar tröstet. Aber wenn das ein Kumpel vom Bärchen macht, wie wir das ja gerade eben in den Chatnachrichten gesehen haben, dann ist Kassala und Reini ist auf 100 Sachen 80, weil er nicht die erste Geige spielen darf. Richtig schönes Beispiel von Doppelmoral, was man hier wieder sehr gut erkennen kann. Eigentlich möchte ich 3 Kinder, vielleicht mehr. Naja, ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich... Es ist auch wieder typisch Reini. Ja? Reini fängt nicht erst einmal mit einem Kind an. So, Reini will gleich 3. Das ist halt einfach... Keine Ahnung. halt auch so ein bisschen meine Bedenken habe aufgrund der Situation mit den Hatern. Situation. Ja, Rainer, weiß ich nicht. Kinder haben, wenn man im Internet Leute provoziert, die einen dann so sehr hassen, dass sie rausfinden, wo man ist, um einen das Leben zur Hölle machen, weiß ich nicht, ob das eine super Situation ist, in die man Kinder setzen sollte. Also sogar wenn's eine realistische Option wäre, Rainer, die es nicht ist. Aufgrund der Situation meiner Psyche. Ich weiß ja nicht, inwieweit das jetzt momentan noch zu Problemen führt bei dir. Ich weiß nicht, wie das mit... Ja, es ist schon schwierig mit den Kindern mit uns. Also ich habe die Hater und du hast nicht alle Latten am Zaun. Das ist ein bisschen, ne? Sehr charmant, Rainer. Dass sie nicht gleich zu dir gefahren ist. Tropfend wie ein Kieslast und sich auf dich geworfen hat. Mit dem Kind dann wäre und so weiter, aber ich möchte natürlich auch, dass unser Kind möglichst behütet und liebevoll aufwächst. Ja, dann müsst's andere Eltern haben, Rainer. Zudem du ja auch immer sagst, dass du eigentlich keine Kinder magst, finde ich das auch nicht ganz so prickelnd, muss ich... So geil, Rainer kriegt doch irgendwie das mal hin, dass er irgendeine schwängert und dann gibt er das Kind, sobald es geboren ist, in der Pflegefamilie, weil er will, dass es behütet aufwächst mit anständigen Eltern. Ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich, es ist alles nicht so einfach. Aber grundlegend vorstellen kann ich mir das schon, ja. Hier können wir auch nochmal Wir schauen weiter, da sind wir. macht, weil er Narzisst ist und Fehler im Leben nur außerhalb von sich selbst sieht. Ein Grund, warum er keine Kinder haben sollte. Mit eigenen Kindern, denke ich, ist das sowieso immer noch mal was anderes. Du meinst... Glaubt ihr, dass Rainer eifersüchtig auf seine eigenen Kinder wäre? Ich meine, er sagt zwar immer von wegen hier Brust geben und sowas, aber
Dass wenn er dann irgendwie ins Zimmer kommt und die Frau gibt dem Kind gerade die Brust, dass er das Kind da wegprügelt von der Brust, so, runter von meinem Grundstück. So ein Ding. Dass die Wahrscheinlichkeit recht, du meinst, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du dann, wenn du eigene Kinder oder wenn wir eigene Kinder haben, du dann doch Muttergefühle hast. Also ich sag mal so, ich glaube, Alter, ist das jetzt so ein Ding, dass er sagt, hey du, ich hätte gern 3 Kinder und sie sagt, du, Kinder habe ich eigentlich keinen Bock. Und der sagt, ja, nee, wie bei den ganzen Snoo-Snoo-Praktiken, die er versucht hat, ans Knie zu schrauben, ja, das musst du erstmal ausprobieren. Du weißt ja gar nicht, ob du nicht Kinder haben willst, solange du keine hast. Das Problem, Rainer, wenn man das mal ausprobiert, ist halt ein Kind da. Weißt du, dann kann man auch nimmer raus aus der Nummer. Und ich glaube, dass viele Erwachsene, unter anderem ich, dann schon in der Lage sind, ihre Lebenssituation zu überdenken und sich dann zu denken, will ich ein Kind, an Betracht der Tatsache, was das an meinem Leben verändern würde. Und sich dann bewusst dagegen entscheiden. Aber Rainer weiß es besser. Ne? Erstmal Kinder haben, dann wird das schon. Ich glaube, allein durch die, du musst es mal so sehen. Das ist genau dieselbe Nummer wie, keine Ahnung, sich double-taggen zu lassen von ihm und Uwe drunten in der Gaststube, woher soll es wissen, dass es nicht mag? Ja, vielleicht hat sie kurz drüber nachgedacht und hat sich gedacht, was bist du für eine ekelige Drecksau? Der Körper macht ja auch Veränderungen hormoneller Art durch, wenn du schwanger bist. Also musst du davon ausgehen, dass du sowieso Muttergefühle mehr oder weniger entwickelst, wenn du... Nein, Rainer. Davon muss man nicht ausgehen. Ne? Und es gibt vor allem auch so Sachen wie eine postnatale Depression. Ne? Es gibt Leute, die wollten Kinder und haben sich super drauf gefreut und kommen dann nach der Geburt nicht klar drauf. Was meinst du, was passiert, wenn jemand eigentlich gar keine Kinder wollte und dann eine postnatale Depression entwickelt? Weißt du, was da los ist, Rainer? Das Kind in dir trägst. Doppelt oder dreifach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber definitiv sind die deutlich stärker dann. Was würdest du, habe ich dich schon mal gefragt, glaube ich, was würdest du bevorzugen, einen Jungen oder ein Mädchen? Ich hätte kein Problem mit einem Mädchen, wobei ich dann immer Schiss hätte, vor allem wenn sie dann 12, 14, 15, 16 ist, dass die einen Typ mit nach Hause bringt, der sie dann flach legt. Das ist der einzige Gedanke. Rainer, wie krank muss man sein, dass bei dem Gedanken, hey, ich könnte eine Tochter haben, das der erste Gedanke ist. Das ist aber, glaube ich, bei einem Typen normal, also bei einem Mann. Dass da ein Mann oder ein Papa Gedanken darüber hat. Und Jungs ich hätte eigentlich auch ich hätte gerne auch 1 oder 2 Jungs. Einfach deswegen, weil ich gerne auch ein paar Sachen mit meinen Jungs machen möchte. Man kann das zwar auch mit... Rainer, was denn? Was willst du denn mit denen machen? Bis die alt genug sind, dass du mit denen irgendwas machen kannst, da haben sie dir beide Beine abgenommen. Deswegen brauchst du auch 2 Jungs, weil dann können die dann aufgedunsenen Körper im XXL-Rollstuhl noch irgendwie durch den Zoo schieben. Mädchen machen, wie angeln gehen oder so, natürlich. Nee, Mädchen können nicht angeln. Geht nicht. Nee, überhaupt nicht möglich. Rainer, du hast ein Weltbild von vor 150 Jahren. Ne? Ja, Mädchen hätte ich schon gerne irgendwie, aber dann auch Jungs, weil mit dem Mädchen kann ich ja sonst nichts anfangen. So, das ist halt da. Ne? Ist halt da und irgendwann wird's gebumst irgendwie so. Aber mit Jungs kann man irgendwie. Alter, was hast du für ein bescheuertes Weltbild? Puh, Glück gehabt. Ich möchte ein paar Sachen mit meinen Jungs irgendwie machen, was man zwar auch mit Mädchen machen könnte. Und an dieser Stelle hatte ich gerade schon ein wenig Angst, was da jetzt gerade in seinem Kopf durchgespielt wird und wie er den Satz nun beenden möchte. Aber okay, er spricht vom Angeln. Aber es ist halt, ja, das mag schon sein. Das ist ja auch richtig so. Aber man muss trotzdem dazu sagen, dass es trotzdem was anderes ist.
Na, wenn du mit einem Mädchen angeln gehst, ist das deutlich was anderes, egal wie die erzogen werden. Das ist immer. Warum? Rainer, warum? Das Kind muss einfach nur Bock drauf haben zu angeln. Ganz ehrlich, Rainer, ich sag's dir, Mädchen oder Junge, wenn du eine anständige Beziehung zu deinem Kind aufbauen würdest, was ich nicht glaube, so wenn du eins hättest, ne, weil das Kind ist nicht Rainer Winkler und deswegen spielt es immer zweite Geige bei ihm. Wenn du eine anständige Beziehung zu deinem Kind hast und das Kind dich liebt, dann verbringt das gerne mit dir Zeit, auch wenn es Angeln ist. Ne? Weil es dann nicht in erster Linie ums Angeln geht, sondern darum, Zeit miteinander zu verbringen. Also man muss wirklich die rudimentärsten menschlichen Gefühle muss man ihm erklären wie einem Außerirdischen. Ey, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, noch nie so einen ausgeprägten Narzissmus erlebt wie bei diesem Mann. Noch was anderes, wie wenn du mit einem Jungen angeln gehst. Ja, wieso das denn? Es gibt genügend Mädchen, die auch furchtbar gerne angeln gehen und Jungs, die keinen Bock aufs Angeln haben. Also, weiß ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt so stereotypisches Geblubber, dass Mädchen nur mit Puppen spielen und Jungs nur mit Autos und so weiter. Kinder, egal ob Jungs oder Mädchen, wachsen so auf, wie man es denen vorlebt. Na, aber okay, Reini und Kinder. Das ist eher ein Thema, was hoffentlich nie Realität werden wird. So. Und ich bin ja alles andere als sexistisch. So. Nein, natürlich nicht, Rainer. Rainer, hast du dir bei deinem komischen Geschwafel eigentlich einmal zugehört in den letzten Leaks hier? Du bist unter gar kein Beider. Na, ich habe auch kein Problem damit, wenn wir einen Jungen haben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn unser Junge Kleider trägt. Habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ist absolut in Ordnung. Und wenn ein Mädchen dann sich anzieht und sich verhält wie ein Junge, habe ich auch kein Problem damit. Warum sollte ich? Aber es ist halt trotzdem immer noch was anderes. Also ich persönlich hätte gerne Jungs und Mädchen. Und die Sache ist jetzt halt die, ich habe mal eine Frage an dich, bevor wir da jetzt weiterreden in der Hinsicht. Also es sind zwei Fragen, beziehungsweise zwei Sachen. Erst einmal die Frage, wärst du denn auch bereit, mehr als ein Kind zu bekommen? Das kann es natürlich schwer sagen, wenn man auch nicht mal das erste hat, aber... Ja, Rainer, die hat dir gesagt, sie will eigentlich gar keine Kinder. Und du kommst gleich wieder mit 3 um die Ecke. Dann würdest du wirklich ein Einzelkind wollen oder hättest du kein Problem damit, wenn man wirklich mehrere Kinder hätte? Ich bin ja kein Sexist, aber... Der Opi ist da was auf der Spur. Weltfremd das doch alles wirkt und er nicht selber merkt, dass es gerade sehr, sehr unpassend in dem Moment ist. So von deinem jetzigen Empfinden her. Eine gewisse Tendenz musst du ja trotzdem haben. Aber wenn ich das so raushöre, wärst du wahrscheinlich nur für ein Kind zu haben. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Du weißt ja, dass ich polyamor bin und dass ich momentan 3 Menschen habe, in die ich verliebt bin. Rainer, halt dein Maul. Du hast 3 Leute, wo du gern den Willi reinstecken würdest. Und wahrscheinlich ist mindestens eine davon erfunden. Schön, dass ihr... Und was soll das werden? Ja, okay, also ich hätte schon gern 3 Kinder. Also, ich werde 3 Kinder haben. Ob du da mitmachst oder nicht, ist dann deine Sache, oder? Wenn du nicht willst, dann mache ich dir nur das eine und das andere schieße ich bei der anderen rein. Das ist großartig. Dann sind die gleich alt, dann können sie miteinander in den Kindergarten gehen. Du brunstdämliche... Ja, sogar der WoW-Charakter im Hintergrund ein fragendes einwirft bei so einer Aussage. Herrlich. Und dazu wäre meine Frage jetzt die folgende. Wäre es für dich ein Problem, wenn ich mit einer anderen Frau auch noch Kinder kriege? Na, Rainer. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich, wild. Also ganz ehrlich, Leute, das ist doch nicht real. Habt ihr schon mal jemandem die Frage gestellt oder wurde euch die Frage schon mal gestellt? Hey du, ich weiß, du willst keine Kinder und so, aber ist das dann in Ordnung, wenn wir jetzt zusammen sind, aber ich mache die Kinder einfach mit anderen Leuten?
Vor allem, wenn angenommen, ihr seid zusammen und ihr seid dann irgendwann auch verheiratet und sowas und keine Ahnung, diese Kinder, die sind ja dann trotzdem Teil ihres Lebens. Auch wenn du die mit anderen Leuten hast. Und das ist mal wieder, der Rainer Zug fährt nach Rainertown und hört sich die Rainer-Hymne an. Es geht nur um ihn und er will 3 Kinder haben und das ist auf Gedeih und Verderb irgendwie umzusetzen, scheißegal wie. Und ob sie da Bock drauf hat, überhaupt nicht relevant. Der große, du hörst nie auf meine Gefühle, Lord. Es ist ihm vollkommen wurscht, was ihre Gefühle dabei sind. Er will 3 Kinder, dann wird das gemacht. Und wenn sie mit dem großen Drachen zusammen sein will, hat sie gefälligst mitzuspielen oder sich zu trollen. Weil er hat ja noch die 18-Jährige mit einer Beeinträchtigung, die er versuchen kann zu manipulieren. Und dann hat er noch 3 Mädels aus Denken am Start. Also, das ist jetzt aktuell nicht geplant, aber das ist einfach nur, weil mich das interessiert, weil ich neulich mit einer anderen Person darüber gesprochen habe. Und mich gerade deswegen eben gerade für die Frage auch interessiere. Naja, für dich ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass ich auch keinen Sex mit anderen Frauen haben soll, wahrscheinlich, ne? Wenn wir zusammen sind. Ich möchte halt auch nicht wehtun, in welcher Form auch immer. Es ist Ja, Rainer, ich würde nur solche Themen ganz gewaltig klemmen, wenn ich der anderen Person nicht wehtun will. bleibt einfach nur utopisch. So eine Frage zu einer Bekannten, die man ein paar Wochen kennt. Oh Mann, ich verstehe wirklich nicht, wie man so in seiner eigenen Welt leben kann und meinen kann, das wäre gerade eine angebrachte Diskussion. Was genau zockst du denn? Ja, ich würde auch gerne, aber ich habe leider kein Abo mehr. Bringt mir nichts, ich habe kein GCS-Abo. Kommt eben auch so. Ja, ich bin ein Trakteur. Jetzt will mal langsam was zu essen machen, ich habe Hunger. Aber ich habe Hunger. Ja, Rainer, was erwartest du jetzt, dass sie dir mit Blitzexpress in Döner rüberschickt oder was? Wie ein kleines Kind, das zur Mama geht. Mama, ich hab Hunger, Mama, ich hab Hunger. Was soll sie denn jetzt machen da gerade? Tatsächlich habe ich eigentlich auch. Ich habe nicht viel da. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, was zu machen. Ich werde mir heute wahrscheinlich bloß ein bisschen Reis mit ein bisschen Gemüse in die Pfanne hauen. Das war's. Mehr habe ich. Ja, genau, Rainer, du hast Gemüse daheim. Ganz bestimmt, Rainer, hast du Gemüse daheim. Du hast zum Uwe gesagt, Uwe, du kauf mir doch ein bisschen Gemüse, was Gesundes, damit ich mal Gemüse-Reispfanne machen kann. Ich bin eh viel zu fett. Sicher, Rainer. Die machst du dann wo? In der Mikrowelle oder was? Verzeih kein Schmarrn. Verzeih kein Schmarrn. Du haust dir so eine Salami-Pizza jetzt gleich in die Mikro rein. Fertig. Was? Und du schaffst das wirklich erst zum Samstag? Zum Sonntag? Wahrscheinlich will er, dass sie ihn früher besuchen kommt, damit sie ihm noch was zu essen einkauft. Naja, gut. Dann gab es später noch ein Gespräch zwischen den beiden und da hören wir natürlich auch mal rein. Ich lasse das jetzt durchlaufen, weil die Sachen zwischen den Geschichten, die Ofi-Kommentare sind verschwindend gering. Also die sind sehr, sehr kurz. Immer vorskippen bringt's nicht. Ja, einen Gutschein. Und dann bestelle ich mir 2 Döner. Wärst du hier, könntest du einen davon futtern. Das bezweifle ich, Rainer. Dass du ihr irgendwas davon abgeben würdest. Oder du würdest dann halt 3 Döner bestellen, damit sie einen kriegt. Und danach könnten wir zusammen duschen und zusammen hinlegen. Wollen wir das mal versuchen, zusammen zu duschen? Reini, in einer ganz normalen Dusche hast du mit Ach und Krach vielleicht nur Platz. Zu zweit im Leben nicht. Und ich erzähle dir jetzt einmal was. Du hast da wahrscheinlich irgend so eine Fantasie, ja, hier von wegen hier Bimsen unter der Dusche etc. bla bla. Und ist nicht so geil, wie man sich's vorstellt. Ne? Es ist einfach nicht so geil, wie man sich's vorstellt. Und nicht so geil, wie es in den Pornos immer ausschaut. Unter der Dusche ist richtig Schrott.
Also es sei denn, man hätte jetzt, keine Ahnung, vielleicht so eine riesengroße, begehbare Dusche, ne, mit so einem, wo aus der kompletten Decke irgendwie das Duschwasser rauskommt, das mehr oder weniger so ist, als würde es draußen im Regen stehen oder so. Aber auch dann ist es glitschig irgendwie und hart, weil alles gefliest ist. Wild. Ganz wild, Rainer. Ne? In der kleinen Dusche. Reini, aber vorher dran denken, die richtige Duschbrause anzuschrauben. Nicht, dass da noch ein paar Stückchen dranhängen an der falschen. Ofi, warum? Warum musste das sein? Aber hier ist ja interessant, was er da am Anfang gesagt hat. Ein Freund schickt ihm Gutscheine, damit er sich Döner bestellen kann. Er lebt jetzt in diesem Moment halt nur auf Kosten anderer. Wir hatten das ja schon, dass Mara ihm ein Essenspaket geschickt hat und so weiter und so weiter. Und in diesem Zeitraum, wo er sich das Essen zusammenbetteln muss von Freunden, denkt er darüber nach, ob er 3 Kinder zeugen soll. Ja, man kriegt die Tür nicht mehr zu. Stimmt, ja. Ja, aber Ofi, was du nicht gecheckt hast, ist, dass das Bärchen ja dann arbeiten geht. Ne? Das Bärchen bringt natürlich die Kohlen rein. Na dann, wenn du am Sonntag kommst und duschen gehen willst, gehe ich diesmal aber mit. Ist das nachdem sie bei ihm war, oder? Dann gehe ich diesmal aber mit. Alter, mir schwillt schon wieder der Kamm. Nach dem, was wir in das letzten Video behandelt haben. Ne, wo dieser Grundriss von dem Badezimmer gezeigt wurde. Wo sie sich mehr oder weniger vor ihm hat retten müssen. Ja, aber diesmal geh ich mit. Diesmal lasse ich mich nicht einfach so vertreiben. So, da ziehen wir durch. Rainer, du hast den Ernst der Lage nicht begriffen. Rainer, die hätte dich damals schon wegen sexueller Belästigung anzeigen können. Duschst du sehr heiß? Frauen duschen meistens heiß, das ist das Problem dran. Naja, wenn du daneben stehst, bist du eh schon heiß genug. Bäh. Da werde ich wahrscheinlich erst recht fördern. Das weiß ich nicht, das kommt drauf an. Wir werden es sehen. Ja, würde ich es einfach so machen, dass wenn du kommst, dass ich gar nicht erst duschen gehe, sondern erst mit dir zusammen dusche. Rainer, nein! Also, das ist wahrscheinlich auch wieder eine taktische Entscheidung, sodass sie praktisch vom Geruch ohnmächtig wird. Ne? Dann kann sie sich nicht mehr wehren, wenn er sie in die Dusche zieht. Alter Schwede. Dann dusche ich vorher nicht. Doch, Rainer, du duscht vorher und wenn du dann dir nochmal duschen willst, gehst du mit ihr nochmal duschen. Weil es ja bei diesem zweiten Duschgang nicht ums Duschen geht offensichtlich, sondern ums Snoozen machen. Das wäre schon schön, vorher sauber zu sein. Weil wenn du nämlich vorher nur den Grind unter der Vorhaut rausspachteln musst, während du mit ihr unter der Dusche stehst, dann wird die da unten so trocken wie die Sahara, trotz laufender Dusche, Rainer. Das kann ich dir versprechen. Okay. Okay, ich wollte heute eh nichts mehr essen. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist denn das auch für ein Gedankengang, dass man ja vollkommen siffig mit der Dame unter die Dusche steigen will? Nein, 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 nein. Ich will auch gar nicht wissen, was da für Gerüche wahrscheinlich entstehen würden. Diese Gedanken im Kopf, ich muss die irgendwie ausblenden. Sex in der Dusche können wir wahrscheinlich vergessen, das wird deutlich zu eng sein. Ja, richtig, Rainer. Auch zu zweit duschen wird deutlich zu eng sein da drin. Leute, ich komme kurz vom Thema ab. Ich check nicht, die Bilder sind wohl alle KI generiert. Dass die KI es nicht hinbekommt, Zähne zu machen. Also, das, was Reini sein soll, hat einfach deutlich zu viele Zähne. Also, erstens, naja, ne, keine Lücken drin, aber es sind überall so kleine Zähne, es sieht aus wie ein Maiskolben. Und sie sieht aus wie ein Blauwal. Vielleicht hat das einfach, weil sie blaue Haare hat sie gedacht, alles was blau ist, blauer Wal, blaue Bärchen, Wurscht, machen wir hier so Borstenzähne vorne hin.
Ne? Aber immerhin. Mal gucken. Kannst du doch schon am Freitag kommen? Ich wollte das schon. Ich sagte Donnerstag. Weil Donnerstag besser wäre wegen. Die Haters. Donnerstag wäre besser, weil am Freitag die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass jemand unten am Busplatz ist. Gehst aber wieder hinten hoch, ne? So wie beim letzten Mal. Wenn du hochläufst. Ich würde schon auf dich warten, aber halt hinten, ne? Also wie beim letzten Mal halt. Ich würde dann halt in der Küche warten. Es sei denn, da ist unten viel los, na dann müsstest du halt so irgendwie hochkommen. Ja. Also Freitag? Donnerstag geht nicht, ne? Also ich will nicht, weil ich jetzt noch weiter nach vorne schieben will, sondern einfach, weil ich die Sicherheit einfach bevorzugen würde. Ach, halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul, Rainer. Wir wissen alle, worum es geht. Der Zucker reicht nicht mehr bis Freitag aus. Das ist der Punkt. Aber ich sag dir, ne? Und dieses Mal will ich das auch durchziehen. Ich begrüße dich diesmal mit einem Kuss. Und alleine Ja, das will ich durchziehen, damit Uwe sieht, dass da tatsächlich was geht. diese Andeutung, so von wegen, ich sag dir, dieses Mal will ich aber auch alles durchziehen, ist ein Zeichen dafür, dass er weitergehen würde als beim letzten Treffen, wo er sie in die Ecke eingeengt hat, auch wenn sie das nicht möchte. Und daher sage ich es nochmal, wenn ihr mich fragt, ist es gefährlich, sich als Frau alleine mit diesem Mann zu treffen. Das sollte meiner Meinung nach niemand machen. Gott, ich krieg schon Ständer, wenn ich bloß an dich denke. Ja, zu viel Information, Rainer. Du, ich hab über den Tag letzte Woche, das ist jetzt genau eine Woche her, von Montag auf Dienstag. Letzte Woche um die Zeit war ich hier gesessen und habe mir einen runtergeholt wie ein Blöder. Bin 4-mal gekommen an dem Tag. Ja, Lülülü, Rainer. I call Bullshit. Ne? Wäre noch öfter gewesen, wenn du hier gewesen oder hier geblieben wärst. Aber wir müssen uns das halt echt gut überlegen, was das Kondom angeht, ne? Weil. Nee, Rainer, das müsst ihr euch nicht gut überlegen. Das ist einfach erst einmal auch, wenn man sich kaum kennt, angesagt. Bei einmal oder zweimal ist die Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit erst so 50-50, aber wenn man dann 6-7 Mal über mehrere Tage hinweg. Alter, diese Logik ist auch der Grund, warum diese ganzen brunstepperten Idioten in diesen Hartz-IV-Familien auf RTL 2 so viele Kinder haben. Weil die sich denken, ja, keine Ahnung, einmal oder zweimal, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer als wenn man... Nein, Rainer, nein. Ja klar, die Wahrscheinlichkeit steigt je öfter, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier, keine Ahnung, das sind nur ganz, ganz wenig Hauptgewinne in dem Beutel drin und ganz viele Nieten. Und dass er da gleich bei der ersten den Gewinn ziehen, so, das ist ja unwahrscheinlich. Nee, Rainer. Ist nett. Pro Tag 6-7 Mal, dann könnte das schon passieren, ne? Ja, pro Tag 6, weil du pro Tag 6-7 Mal kannst. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich weiß natürlich nicht, es kann natürlich auch sein, dass ich unfruchtbar bin. Alter, hört euch die Lache nochmal an. Die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich weiß natürlich nicht, es kann natürlich auch sein, dass ich unfruchtbar bin. Diese Lache. Das kann sein, dass ich unfruchtbar bin. So, als wäre die Vorstellung so vollkommen lächerlich. So, ja, haben wir gelacht. Ich, unfruchtbar. Ich, das höchste Wesen, der große Drache. Halt dein Maul, Rainer, du bist höchstwahrscheinlich unfruchtbar. Bedenkt, dass meine ganzen Partnerinnen, die Möglichkeit besteht natürlich. Die ganzen Partnerinnen, die linke und die rechte Hand, dass die nicht schwanger geworden sind und auch die wilde Lisa nicht schwanger geworden ist, kann ich dir schon sagen, warum das so war. Deine ganzen Partnerinnen. Bedenkt, dass meine ganzen Partnerinnen bislang allesamt erfunden waren, Rainer. Noch nicht schwanger wurden. Die zwei Dinge könnten auch zusammenhängen, ja?
Obwohl, du hast ja auch schon dann bei der erfundenen Partnerin erfundene Kinder herfantasiert. Wobei die einzige, die nicht schwanger werden konnte, die Petra war. Und die Julia damals die Pille genommen hat. Also er zieht sich jetzt einfach tatsächlich für seine Freundin Etzadler ausdenken. Zieht er sich jetzt noch Namen aus dem Arsch. Die Petra und die Julia, genau die. Aber sowohl die Steffi als auch die Mona hätten durchaus schwanger werden können. Das ist aber nicht passiert. Mona ist die einzige Frau, die tatsächlich irgendwie real mal existiert hat. Und ganz ehrlich, die hat ganz, ganz gewaltig irgendwie einen Arsch zusammenzwickt, dass sie es ein paar Wochen mit dem da ausgehalten hat, um ihn halt auszunehmen. Jetzt aber nicht weiß. In deiner Ausführung fehlt da noch die wilde Lisa, oder? Ist da die Luft jetzt schon raus? Die anderen Leute kommen, glaube ich, alle aus Denken, kann das sein? Und sind wir mal ehrlich, lieber Reini, da brauche ich nun auch kein Doktor sein oder sonst was. Das ist so bei dir, dass du unfruchtbar bist. Ziemlich, ziemlich sicher. Dein Körper ist halt eine einzige Baustelle und mit 5 Litern Schwipschwapp täglich und 10.000 Kalorien in Form von Ofenkäse und Fertigmakaroni über Jahre mit 0 Bewegung hast du dann deinem Körper nicht gerade dabei geholfen. Ja, die einzige, zu der ich noch Kontakt habe, ist die Mona. Und selbst Ja, natürlich, weil es die anderen alle nie gegeben hat, Rainer. Und ich glaube auch nicht, dass du mit Mona noch Kontakt hast. Vor allem nicht nach der Geschichte letztes Jahr mit Hank. habe ich eigentlich keinen Kontakt. Sie kann mir schreiben. Ich habe sie nicht blockiert oder so. Rainer, das ist der Maßstab. Ja? Kontakt haben heißt, ich bin nicht blockiert von der Person. So, theoretisch könnte ich jetzt schreiben. War sie zwischendurch, aber ich musste immer wieder den Kontakt halten, weil sie noch von mir was hatte. Ja, die hat noch Hosen von dir gehabt. War mal was anderes. Dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, wie du jetzt hier warst letzte Woche. So wie ich mich benommen habe und wie ich dich gehalten habe, oder Wenn jetzt nicht kommt, das tut mir fürchterlich leid, dann fällt mir ein Ei aus der Hose. so war das romantisch genug? Willst du mich verarschen eigentlich? Also, wie ich dich da im Bad in die Ecke gedrängt habe, obwohl du mir gesagt hast, dass du das nicht willst, war das romantisch? Nein, Rainer, das war wie aus einem scheiß Horrorfilm wahrscheinlich. Reini, die ist danach zu Uwe runter zum Saufen gegangen. Aus Angst vor dir. Und du fragst, wie war das romantisch? Ja, du hast da echt nicht mal alle Latten am Zaun, oder? Oder war ich da zu plump? Nein, Reini, diese 3 Teelichter auf dem dreckigen Tisch, umrahmt mit diesem kaputten Fenster, das mit einer Mülltüte abgeklebt war. Nee, das war schon romantisch genug. Das passt schon so. Und Ja, so Crackhouse-Romantik. dein Verhalten? Nein. Wie kommst du denn darauf, dass wenn du eine Frau mehrmals zu dir Nein sagt und du einfach weitermachst, das plump wäre? Ach, was. Naja gut, Ironie jetzt mal aus. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, dass er sowas noch hinterfragt. Die flüchtet zu Uwe, weil er plumper und unverschämter kaum handeln kann. Und er fragt eine Woche später, war ich eigentlich zu plump? Einfach unfassbar. Was ich wissen wollte, ist, ich habe dich jetzt nicht irgendwie bedrängt oder so. Hast dich Doch, Reini, hast du. nicht bedrängt gefühlt? Und ganz ehrlich, Rainer weiß ganz genau. Er weiß ganz genau, was er da gemacht hat, sonst würde er das jetzt nicht fragen. Ganz ehrlich, jemand, der sich da keiner Schuld bewusst ist, fragt doch sowas nicht. Der würde dann, wenn von der Person damit konfrontiert werden. Oder? Dass sie sagt, hey, im Übrigen, das, was du da gemacht hast, das fand ich bedrängt, das war nicht in Ordnung. Er weiß ganz genau, was er da gemacht hat. Doch, das im Badezimmer, wo ich Nein gesagt habe und du weitergemacht hast, war nicht okay. Da hast du mich schon bedrängt. Ja, das habe ich aber nur deswegen gemacht, weil ich Aber Rainer, jetzt hör auf, dich für diese Scheiße jetzt auch noch zu rechtfertigen. In dem Fall heißt es, oh, das tut mir fürchterlich leid. Das wollte ich nicht. Es wird auch sicher nicht wieder vorkommen. dir eigentlich was Gutes tun wollte. Weiß gleich irgendwas an. Ich wollte was Gutes tun.
Nee, Rainer, ich will das nicht. Oh, komm mal her. Nee, Rainer, bitte lass mich in Ruhe. Oh, komm mal ein bisschen weiter in die Ecke. Nein, Rainer, lass mich bitte nur. Ich wollte doch noch was Gutes tun. Da krieg ich. Schwierig, Leute. Man wollte, dass es dir gut geht. Hat aber halt nicht funktioniert. Ja, Kelsey-Pries hat das nicht funktioniert. Kelsey-Pries, dass das nicht funktioniert hat, das wundert mich aber brutal. Du hast keine 388.800 Gold, oder? WoW? Das ist seine Antwort darauf. Ich will dir ja was Gutes tun, indem ich dein Nein missachte, und als er dann merkt, dass sich hier was anbahnen könnte, dass er sich jetzt entschuldigen müsste für sein Fehlverhalten, schwenkt er auf WoW um und fragt nach Gold, um sein Abo verlängern zu können. Also auch bei WoW wird gebettelt. Aber einfach was wild, oder? Erstes, dieses Thema, ja, habe ich dich da bedrängt? Sie, ja, war nicht in Ordnung. WoW, wie viel Gold hast du da? Kann ich ein bisschen anschnurren? Ja, es ist wild einfach, es ist wild. Wahnsinn, wie er so einen Einwand des Bärchens dann so wegwischen will und halt null beachtet. Ja, mein Kollege hat mir den Gutschein geschickt. Ja, sag mir mal Bescheid, wenn das Dungeon losgeht. Ich bin nämlich gerade mal auf dem PC, auf dem Ding. Na gut. Meine SS-Lieferung ist bestellt. Hoffentlich klappt das auch. Ich muss mal kurz zum Obe und ihm Bescheid geben wegen der Bestellung. Bis gleich. Gut, Uwe weiß Bescheid. So. Lieferzeit bestätigt, 23 Minuten, wir müssen jetzt losschicken. Ihm geht's gut, ja. Ich habe ihm gerade erzählt, dass ich hoffe, dass wenn du da bist, ich mal einstecken darf. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kurz WoW, Lieferando und dann wieder rein ins Thema. Oh, wir sind gerade an einer unangenehmen Situation, was das Thema angeht. Ich könnte mich jetzt irgendwie da... Nein, WoW, Lieferando und reinstecken. Und beim letzten Mal, wie du die Eier gehabt hast, gegangen bist, habe ich gesagt, hat er gemeint, ist nichts gegangen. Habe ich gesagt, nee. Das Foto hast du schon mal 3-mal wichsen müssen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja. Einfach nur ekelhaft und Wahnsinn, dass er Nummer 1 sowas mit Uwe bespricht, aber zum Punkt 2 natürlich auch, dass er das der Frau dann auch so erzählt. Was denkt er denn, wie eine normale Frau, die ihm dann nichts vorspielen würde, in diesem Moment auf sowas reagieren würde? Dir ist schon klar, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, ne? Keine Aufmerksamkeit zu erziehen, auf dich zu ziehen, wenn man Drachenlord dabei hat. Und genau das ist so ein Punkt, den wir uns auch alle merken können, der ihn immer wieder irgendwann zurück in die Öffentlichkeit ziehen wird. Er ist doch der Drachenlord und er will doch damit flexen, dass er erkannt wird und die Leute ihn anstarren, weil er doch der Drachenlord ist. Dieses Flexen ist ihm halt immer wichtig gewesen, aber gleichzeitig will er 3 Kinder, die dann ganz behütet aufwachsen. Alleine da sollte ein reflektierter Mensch schon einen Widerspruch erkennen, mein lieber Reini. Ja, Uwe, jetzt hast du es gesagt. Reflektierter Mensch. Die Vokabeln passen beide nicht. Uwe hat nicht gemeint, ich soll dir sagen, du sollst nur ein bisschen Geld mitbringen. Genau, Uwe wird es gesagt haben. Uwe hat gesagt, sie soll Barne mitbringen. Nicht Reini hat gesagt, sie soll Barne mitbringen. Damit sie ihm schön den Kühlschrank voll machen kann. Naja, ansonsten geht das ja alles auf meinen Deckel. Ja, Reini, die Frau fährt auch hunderte Kilometer durch die Walachei. Da wird es doch wohl nicht zu viel verlangt sein, dass sie dann wenigstens bei dir was zum Fressen kriegt, oder? Nein, die muss daherfahren auf eigene Kosten, muss dann noch Kohle mitbringen, damit sie sich dann noch durchfüttern kann. Und als Belohnung für den ganzen Schmüh wird sie dann in der Ecke vom Bad bedrängt. Ja, Herd und wie wir später noch rausfinden werden, nachts befummelt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Also ganz, ganz tolle Aussicht. Dass da nicht mehr Frauen kommen zu dir, das wundert mich. So, ich muss jetzt aber Schluss machen, weil mein Essen kommt gleich. Der fährt schon die Hauptstraße unten lang. Weil er bestellt sich das und dann hat er Live-Tracker. Und dann sitzt er so vorm Handy und passt ab. Gleich hier ums Eck.
Und dann geht er kläffend raus wie so ein Köter, wenn der Postbote kommt. Ich schaue mal, ob ich dann nachher mich nochmal melde oder dann halt ansonsten mal schreiben. Mal gucken. Gut. Ja, und dann gab's Döner auf Kosten von seinen Freunden. Ja. Und wir sind am Ende dieses Videos. Oh, 1 Stunde 40 Minuten. Leck mich fett. Okay. Ich glaube, das wäre schneller gegangen, hätte ich diesen Stream gefunden, vom 31.12.2021. Wie gesagt, wenn irgendjemand weiß, wo ich den finde, sagt mir bitte Bescheid. Und bis dahin werde ich diese Scheiße weitermachen müssen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und Medal of.